Goedemorgen, Lebenswasser Kruik. Mijn naam is Kenneth Hiesbrecht. Welkom thuis. Vandaag is een zo bijzondere zondag voor Lebenswasser Kruik. In 14 jaar terug ging de derde Lebenswasser Kruik het eerste Mal op. So vandaag celebreren we 14-jarige anniversary hier bij de Kruik. En ik wil dus een grote dankzij zijn te ieder een van jullie. Dat die hebben gebed, dat die hebben geld gegeven, dat die hebben met je team, met je goede maat gehouden hier bij de Kruik, heeft het mogelijk gemerkt dat we kunnen zijn waar we zijn vandaag. En wo God die gelegenheid heeft, hem durch Lebenswasser Kruik, über 1000 Menschen jeder zondag het einflussen hier in deze Kruik. En dat zijn bloß die wat hier in een persoon aankomt, maar dan nog eenmaal 20.000, wat ons jeder werk kennen doen on livestream, durch Facebook en YouTube. So ganz in der hiesen Port, dat über 1 Million Menschen dat Jahr beeinflusst worden. De plötzlich redende Welt wordt het Evangelium gebracht worden. En hier zijn grote Port davon. Dankzij vertrouwen zijn te den roep waar God op je leven heeft notgegeven. Nog een hier zegt mij vandaag een bijzondere zondag is, we hebben Tofas hier bij Lebenswasser Kruik. En zo over de 14 jaar hebben we al über 250 Menschen getroffen hier in de Kruik. En zo een grote dankzij dafür, we gingen verder weg. Wenn Tofas ist ein Zelebrierungsfest, wie jochen und wie klatschen, wenn wir unterstehen die Entscheidung, die diese Menschen haben genommen, zum der alle Leben hängen sich lohnen, und nicht, dass die Jesus haben angenommen, gehen nie in ihr Leben gehen. So, das ist ein so besonderer Sonntag. Dankeschön für die richtigen Tag nehmt, hier ankommen, zum uns diesen Sonntag zu feiern. Wir werden gleich das erste anfangen mit der Bekanntmerkung für diesen Sonntag des Morgens. Oktober den 7. und den 8., so dass wir Donnerstag und Freitag, Klock 7 Uhr, wie bei Lebenswasser Kruik, haben wir unsere Vision-Klasse, die wir anbieten. So, die Vision-Klasse für alle, wo wir gleich mehr Informationen zu haben von Lebenswasser aus der Kruik, wo wir glauben und wo wir schaffen. Die Vision-Klasse für so, wo wir gleich ein Mithelfer zu werden. Und die Vision-Klasse für so, wo wir gleich ein Glied zu werden, hier bei Lebenswasser Kruik. So, wenn ihr einen von diesen 3 Dingen interessieren habt, seien die auf den Informationen da. Für Vision-Klasse, nu Oktober den 7. und den 8. Oktober den 17. planen wir unsere neue Elders zu bestätigen, hier bei Lebenswasser Kruik und Sonntag des Morgens. Und so die neue Elders sind Jake Thiessen und Fernando Lettgemann. So wenn ihr eins was sein wollt, spreche ein Motto, bet für Ernt, lud ihn an für Kaffee und kommt 3 Oktober den 17. zu mir in unser Staden an diese Elder-Bestätigung. Jeder Sonntag, halb auf des Morgens an der ersten Klarstube, habe ich eine Gebetsstube gemerkt für die. Eine gute Gelegenheit zum Zwischen der Gottesdienst eine Zeit nehmen, wo die anstehen, das an Gebet. Für deine Freunde, für deine Familie, unsere ganze Umgebung, unsere Kleinfamilie und die ganze Welt und ihr stehen an Gebet. So kommt ruhig jeder Sonntag, halb auf des Morgens an der ersten Klarstube. Und dann nach der Letzte, wenn ein Lebenswasser kommt, ist und das ist die Kruik. Du kannst dich vorbeikommen, wenn ihr dann Eden fehlen habt, die kommen aus vielleicht klimatische und die kommen in einem Park in den stellen, ganz umsonst. Aber die kosten in Lebenswasser kommt und die unten stehen, mit dem Geld oder Eden anbringen. Dat zijn alle bekommerkingen voor deze werk. De nächste werden we even gaan naar het eeuwige Port van ons Gottesdienst. Wow, dat is wonderful. 14 jaar oud zijn we vandaag, dat is ons anniversary. En zo is het al groot heden dat we rekenen veel mensen online. En zo ik dacht, we willen vandaag bloos die wat online zijn van weit af. En plus een welcome geven van 20.000 van jullie wat online zijn. Je watchen ons online, je kijken ons. Je zijn om zondag met ons toe, bij dat dergelijke werk. Je gaan terug en watchen kijken onze boodschappen. En zo wat ik dacht, wat we weer doen als kerk van de Elblus en wat online zijn, Elblus een welcome geven. So, welcome hier. Welcome met ons toe. En voor al die wat in huis hier zijn, goed jullie hier te zijn, welcome hier. Mijn vrienden dat je hier in huis zijn van de dat is een ding dat online zijn, maar wanneer je een dag kan ook hier in huis zijn en komt hier aan, wanneer je niet te weit af bent. Aber merkt, dass ihr kann hier im Haus sein. Das ist noch besonders, wenn ihr hier kann mit uns taub sein. Und besonders für die, die von der hier sind, vielleicht nie, sind kommen Kinder, Freunde, was immer in der Städten, was sich taufen lässt, ich will ihnen bloß ein Welcome geben. Dankeschön für hier sein, und in der Städten, und das besonders merken für ihn, das ist ein besonderer Staub, was sie nehmen von der und sich taufen lassen, wo immer ihr seid, dass ihr seid gekommen für dort. Vielmal Dankeschön. Dankeschön für euch kommen und dort. Special merken verehrt und das ist ein Torfastdag. Mir ankert hier bis heute den Clip jetzt hier ever zu gehen wird und das ist ein Vermerk hier wird passiert oder das ist ein Service hier. Erstens, wenn ihr mich nicht kann, ich sehe Pastor Jacob und ich will hier ein Team jetzt hier durchleiten, durch das ist ein Service hier. So was wir wollen tun ist, wir wollen anfangen mit den Testimonies, mit den Zeugnissen. Wir als Team, wir haben ein persönliches Rede, wir haben ein Testimony hier. Aber sie war hier ganz kort ihr Testimony zu ihnen auch verteilt. Und dann wird ihr Taufe, was in Inge gedrückt war.
En die tijd wat Inge gedacht hebben, bis alle zaten blijven krijgen wo je zijn, dat we alle zijn gaan. En het team wat voet ze nou, dat wat ons aanleiden in worship, waar we alle opstaan, plus de goede tijd had God loven en prijzen. En dan nu dat wat Pastor John not komt, John, die wat zijn laatste boodschap van jou down aan Wakjselpunkt. En hij wat reden van Eewich Tus, hij wat van Himmel reden, waar wat zijn, man, we zwaar im Himmel zijn. So ik let op ons bis krijgt op, en so hij wat van jou die boodschap fertig maken. Ik heb hier dit zo'n paar dingen, wat ik wil zeggen, wo wij wie taufen, oder wo wij zij zich taufen laten. En wie vrouwen vielleicht noch manchmal so, ist das wichtig, soll ich mich taufen lassen, wieso, zu was lasse ich mich taufen? Und hier ist die Ursache, wo wir Nummer 1 ist, because Jesus, der lässt sich auch taufen. Wer in der Ministry ging, er kam noch das Erde, dass wir alle seine Ministry, er ging im Dienst nach, aber wer im Dienst nach ging, dann lässt er sich taufen. Und so haben wir das wichtig, und als er sich getauft hat, dann sagt er, nu dauert auch das. Gott auch ein Taufmenschen, lehrt tauft und so in Matthäus 3, da sei wir dort, wo er getauft wird, wer in der Ministry nach geht, in Matthäus 28, da ist es, wo er sagt, so diese Botschaft, diese Message, der war ich in Haie gewesen, der Leib war ich in Haie gewesen, der Botschaft war ich in Haie gewesen, Gott redet und dort mit anderen Menschen. So Jesus sagt, dass wir uns sollen taufen lassen. Und dann Nummer 2 ist, wo wenn sie sich taufen lassen, von der aus, sie wollen bloß einfach wissen, dass sie sind Jesus nur fallen. Sie haben Jesus angenommen, sie fallen Jesus nur, ihr Leben hat ganz angeändert und wir sind hier alle taub und die wollen uns checken online. Sie wollen bis public und sie wollen bis dort offenbar mit ihr Glauben und sagen, ich habe Jesus angenommen, ich sehe Jesus nur fallen. Und das ist ein Beweis von dort. Und so eine Entscheidung ist das, was eine Lebensveränderung ist, das wird, das bloß zu zelebrieren und bis mitzufreien. Und das, was wir hier von der Welt mit und dann bis, dass sie rückstauben und sagen, ich sehe Jesus nur fallen, ich glaube mich taufen. Und dann Nummer 3 ist, das ist ein sehr kraftvoller Symbol von was Jesus hat für uns getan. Jesus, der starb für uns, ging im Grab nehmen und er stand weiter zurück ab. Und das Symbol, das habe ich hier von der auch mit sein. Und so, das Leben hat angeändert, sie gehen im Wort danach und sie kommen zurück aus einem neuen Mensch, aus einem Symbol, was Jesus hat für ihn getan. Und so, das ist wunderbar. So, wenn wir uns bis mit freien, mit Ernst, so sie sich von der Taufe lassen. So, ein bisschen ist was passieren, als ein von unseren Elders, was hier im Tank sind, Albert Freis hat wohl für ich glaube, von da, was die Kirche hat angefangen, vielleicht von 14 Jahren alt, einmal mit der Jugend geschafft und viel mit Taufkandidaten geredet und die Interviews getan, er mit seinen Frühtaub. Und so, er wird hier im Tank sein und was die Taufe tun, er wird mit ihnen reden. Und der andere ist Jaap Wieb, das ist ein von unserer Versammlung deiner. Und er wird hier im Tank sein und wird helfen mit der Taufe. So, das ist das, was gehen mit der Taufe. So, was wir tun, ist, wir anfangen mit den Testimonies, mit den Zeugnissen. Wo eine Karte geben, dass sie ein bisschen mitteilen. Bevor wir das tun, würde ich bis gleich, dass wir alle taub beten. Vor dem Himmel, wir sagen die Dank für dein Wort. Und wir sagen die Dank, Jesus, dass du das hast beschrieben, was wir sollen tun. Und wenn wir die nur fallen, dass wir sollen public sein mit dort, und wir sollen uns taufen lassen. Und von der sagen wir bloß, Inge tun, was du uns hast gelehrt. Und wir wollen das bloß ausleben für dich. Dankeschön für dein Wort, dass du uns so klar hast gegeben. Ich bete nu bis ein besonderer Segen und Gelotenheit über all die, was sich taufen lassen, dass sie ein bisschen eine gute Zeit hier haben, sie wollen die Pfeile hergejäst und was für eine Änderung sein, kriegt von der wieder mit, dass sie bis noch mit mehr Kraft rausgehen und dort wissen, dass sie dienen nur Pfeile sind. Wie früher bis den Segen, dienen Gnade, ab uns allen in Jesu Namen. Amen. Alright, so das nächste, wo wir anfangen mit den Zeugnissen. Ik ben bij David en ik had maar angst voor de haal, maar de vrienden willen best aan op vier was te slagelijk de haal. Ik word nog gewend worden. Er worden nu weer nog veel meer mensen zijn, zodat de porren wij veel. Daarom ik proef uit te killen en er is wat te vinden en accident, zodat God zei dat hij leidt dat niet. Hij leidt me in een andere plek voor mij als in de haal. Hij zei te mij, ik geloof die en ik wil die in hemel gaan. En ik loop me taufen en ik bewijs dat Jezus euch nogmaals als mijn persoonlijke Herr.
Mijn naam is Isaac Wieb. Ik ben hier van de Tofloed als een bewijs uit den Herrn Jezus van ooit noem. Marius, ik ben Jacob Wieb en ik wil mijn Tofloed als een bewijs dat ik Jezus ooit noem en ik wil weer was in Jezus liggen. Ik wil hier best hastig even een beetje aanhupsen. Ik zie deze jongens een beetje afjanstig. Ik wil ook gleich met mijn 3 Brüder tot mij te tafel lopen. So werden wir ein bisschen einmal eine Hand geben. 3 Brüder. That's awesome. Good morning, mijn naam is John Rampel en ik wil me van jou tafel laten als een dankschein, als een bewijs dat Jezus mij heeft geraad uit den zin, uit den shirt out, wat ik mij verdiend had, den dat heeft hij voor mij gedaan en ik wil me van jou tafel laten als een dankschein te hem. That's awesome. That's awesome. Good morning, mijn naam is Christina Bergen. En ik heb Jezus als mijn hart en heiland aangenomen en wil mij lopen tofen. En teken dat ik een nieuw leven met Jezus top heb. Ik geloof God wil gaan dat ik wieder met aanbossen zal. En dit is een fijne omvang. Ik weet, ik wil niemals perfect zijn. Maar dat helpt mij niet op, immer wahrer en beter proben te zijn. Dus het Beispiel wat Jezus ons gewezen hat. En dit is een vers wat ik al zei, heb gerekend. Dat is Matthew 11:28. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Dankeschön. Good morning, mijn naam is Stephanie Martis en ik wil mij van jou tofen laten als een bewijs van mijn geloof aan Jezus Christus en dat hij Herr en Heiland is van mijn leven. Ik had Jezus aangenomen als ik 12 jaar oud was in een zomerbibelschool, maar ik had niet een goede relatie met hem lang nodig. Jaren later, als we als Jugend naar Wapoka fuhren, wir ein Jugendlehrer, der hat eine Botschaft, und was mir den Abend so abgeholt wird, wir dort, wir haben alle 4 an uns, von wie Jesus hand. Und hier in der Jugend, hier ab Camp, was ich davon dort als Stärke. Aber aus jene Hüskun lohnt dort nicht uitbrennen. Dann kann ich dort sein Wort von Lage leben und unziel, mein Leben wird unarm. Und danach nehme ich Jesus an als mein persönlicher Heiland. Und in diesen Jahren habe ich mir gewesen, wann dort allmählich schien, der merkt, du danach im Weg durch. Und er verlässt uns niemals. Ein Bibelvers, was mich geholfen hat, ist Römer 8:28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Dankeschön. Hi, my name is Yesenia Freud, and I would like to share my testimony here today. So I grew up in a Christian home and often heard stories of what Jesus did for me. So I always tried to be good so that I could be saved, but I didn't quite understand it. My mom would sometimes ask me, if you would die today, would you go to heaven? I often said yes, but just to be able to avoid the question. A few years ago at summer Bible school, I decided to talk to one of the leaders, and I gave my life to Christ that evening. I started to feel more at ease with that question, but I still sometimes wasn't quite sure because I thought you would feel a lot different afterwards. But that didn't happen. So this past year, I have learned that if you spend time with God, you will feel a lot closer to Him, which makes sense. So I started reading the Bible and praying more. Ever since I started doing that, I can say now that I know for sure that I am saved, and I am excited to keep growing closer to God and see what He has planned for me. Thank you. Good morning, mijn naam is Alessandro Lerkeman en ik wil mij van jullie tofen als een bewijs van mijn geloof aan Jezus Christus. En een Bibelvers wat mij zo wichtig is, nachher mij was, is Philippa 4, vers 13, wo het zegt, ik kan alles doen door Christus, der mich stark maakt. En dat geeft mij een moed van, dat zijn dingen zijn wat ze loten, dat ik niet veel kan eeuwig komen alleen, maar door Jezus heb ik alles doen. Dankeschön. Amen. Awesome.
zijn Peter Fer. Ik wil me van jou om geloven tofen laten. Überhaupt dat ik wel voor een heel Jezus leven. In mijn ganze leven. Dankeschön. Buenas, mi nombre es David Fer. I know that Jesus died for me, so I'm going to live for him. Thank you, Jesus. Hello, my name is Amanda Fair. I believe in Jesus Christ. I believe that he died for my sins, and that's why I want to get baptized. Thank you. Alright, so wir waren anfangen mit der Taufen. Das Team, was nachkommt, sie war spielen. Was bis Musik sind, so ihr könnt korrekt besetzen, wo ihr seid, braucht ihr nicht abstehen. Dann kann alle besser sein. Und so, wenn der Elder hier im Tank was sagen, Albert, was der mit ihm reden, er wird sagen, dass er tauft in den Namen von den Vater, sehen und Heilige Geist. Ihr werdet vielleicht nicht hier, aber er wird ein bisschen mit ihm reden und dann werden wir in ihn drücken. Und wenn sie rauskommen, kann ich bloß juchen und cheeren und hängen, was immer ihr wollt, dann ist als ein Beweis, dass ihr mitfreien mit ihm. Ander ding wat ik wil zeggen is, de eerste service had we 10 en 11 mensen wat ze lijkt te taufen. Hier zijn nu 10, 21 alles taub. En zo, we zijn beschäftigt hier wat dat. Dat is niet wat we doen, maar wat God in harten deed, wat God in leven deed. En van daar wel bis alle prijs en alle eer, alle dank, terug nog aanbewezen, because dat is durch arm dat we hier raad zijn.
en klasse ungefähr en ons bus met friend og døj, hvor flere en lille stor knaptag.
schon. Wer kan drøve og løgn, døde ved, dort vi min baraktig Zo die we hebben onze heen und die wie sei Dankeschön, dass du uns benommen kannst. Du kannst uns benommen, wie wir prachen und wie wir wesen und du kommst ran uns und wir an deine Herrlichkeit nennen. Dankeschön, Dankeschön dafür. Wir anerkennen die aus uns vor an Jesu Namen. Amen. Amen. Wer Jesus bist eine Hand geben. Dankeschön, Jesus, für wer du bist. Halleluja. Hey, ich kann Ihnen toll sagen, nächste Woche wird die Botschaft haben, Pastor John, der wird wieder gehen in der Reihe von Botschaften, Wakjselpunkt. Und so, das ist die erste Botschaft. Ich sehe dir schon, ich glaube, das wird die beste Botschaft sein. Wenn diese Botschaft nennt, hey, Eewich Tus, das ist, was wir von reden von, wird was im Himmel sein. Und so, das ist eine sehr gute Botschaft, was ich hier von dir erfahren. So, wer wir ein bisschen eine Hand geben. Durch diese
Botschaften, dann habe ich immer gefragt, dass sie würden abstehen, zum Gott sein Wort lesen. Und ich wollte Ihnen wahre verraten, ich weiß, die haben groß gestanden, das ist die letzte Botschaft. Die können mir das noch einmal zu Gott holen und dann war das durch sein. Aber weißt du, Gott sein Wort, das ist Gott sein Wort. Und wenn wir das lesen, dann werden wir das respektvoll tun, wenn das ist sein Wort. Das nicht meint, oder eins das schon sind, aber das ist Gott sein Wort. Offenbarung 20, Vers 11. Und ich sah einen großen, weiten Thron, in den der oben saß. Himmel und Erde flohen weg von ihm, und wir nicht mehr zu finden. Und ich sah die Todes, klein und groß, vor Gott in den Thron stehen, und da werden Beker aufgemerkt. Dann wird noch ein Buch aufgemerkt, und dort wird das Lebensbuch. Und die Todes werden nur gerecht, was in den Beker von ihren Worten geschrieben stund. Und dort mehr geeft die Todes Rüt, die durchben wären, und die Tod und der Hall geben die Todes Rüt, die durchben wären. Und jeder einer wird nur gerecht, was seine Worten gewaßt wären. Und die Tod in seine Recht werden im Vierseiten angeschmissen. Das ist der zweite Tod. Und wenn irgendwem sein Name nicht im Lebensbuch geschrieben stund, wird er im Viersei geschmissen. In einer Offenbarung 21, some Versen. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, wie als der erste Himmel und die erste Erde verschwunden. Und du hast auch kein Meer mehr. Dann sah ich Johannes, der heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel raufkommen, als eine ausgeströmte Brut, reit für ihren Mann. Und ich hörte eine laute Stimme vom Himmel sagen, check einmal, nu ist Gott seine Wohnung manche Menschen. Und er wird mit einem Tag wohnen, und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird mit ihnen sein, und ihr Gott sein. Und Gott wird an alle Thronen von den Augen waschen. Da wird kein Tod oder Trühe oder Heelen oder Weide mehr sein, weil es wird vorher wir als verschwunden. Dann sieht der auf den Thron sagt, check einmal, ich merke alles nie. Und er sagt zu mir, schrieb, weil diese wir sind wahrhaftig und ab zu verloten. Und er sagt zu mir, das ist geworden. Ich sehe das A und das O, der Anfang und das Ende. Wer da durstig ist, dem wo ich richtig und umsonst von das Wasser durch die Lebensquelle zu trinken geben. Ziemlich schon vorher, wir danken dir, für dass du eine neue Heimat hast für uns. Wir danken dir, dass wir wollen einen Tag bei dir sein. Und das wird wundervoll sein. Und wir danken dir, Herr, dass du uns vergift hast, du hast uns angenommen, und wir sind deine Kinder. Wir danken dir in Jesus' Namen. Amen. Wir können Toll sagen. So, wir haben für das letzte Saßwerk, das ist die letzte Botschaft, wenn ich vielleicht auch Werk gedreht habe, aber wir haben ein paar Mal inzwischen dort aufgeschnitten wegen andere Dinge. Aber ich habe geredet von Wakjselpunkt. Ich habe das Wort nicht so fertig gebraucht, aber die ganze Idee ist, dass wir kommen in diese Welt, oder wir kommen in Gottes Zeit, nur den Punkt, wo das ewig so zu sein. Nur den Punkt, wo Jesus wird zurückkommen, er wird seine Kirche wegnehmen, in der 1000 Jahre zurückkommt, die 7 Jahre Triebsal, verschiedene Dinge. Und so, nu sind wir bei den Eng. Weißt du, wir haben das ein bisschen verglichen mit einer Chas, mit einer jüdischen Chas. Eine jüdische Chas, der junge Mann, der kam nur der Älteren oder von dem Jahr, und da wird der Priester geholt für die Brut, da wird ein Bund gemerkt, da tranken sie Weintaub, und dann ging der Junge ins Haus, nur sein Vater sein Haus, und mit einer Städte reit für die Brut. Und dann bei einmal ein Tag, dann kommt der Dreh, und die Brüte wie immer reit. Dann, wenn die Brigum wird kommt, einmal ist es geschrechen da, und kommt der Brigum. Und dann wird es Chas. Und da checken wir ein bisschen noch, wo Jesus kommt, und sagt, wir waren in einer Walten begehen, wir waren, die Todes, die in Christus gestorben sind, waren abgestunden. Wir wollten noch leben, wir waren verändert worden, und wir waren am Begehen. Und dann sind wir bei ihm, durch die 7 Jahre, und das ist das, weet je, dat jüdische Chas, dat wir in 7 Tagen fast. Und ich weiß nicht, was die Titel wir tun haben, aber wir weten, die hatten da gut Wien, wenn da bei einer Chas für Jesus wieder daran, der ist Wien. Und so können wir feststellen, 7 Tage. Anyway, was haben wir das wir, aber weet je, wir sind bei Jesus, durch diese Titel. Aber dann kommt Jesus drin, und du checkst die Ferienbotschaft ein bisschen noch, dass er kommt am witte Piet, und mit ihm all die Helden, in witte Kleider, auf witte Piet. Und dann wird das Tier in den falschen Propheten. Ich sehe die Ferienbotschaft, dass ich glaube, das hat zu tun mit dem politischen System und der Lehrer, die Mann wird bespitzt. Das ist das religiöse System auf dieser Welt. Und da wird beides in der Halle geschmissen. Und dann stellt Jesus in 1000 Jahren zurück ab. Und ich kann so glauben, dass Jesus wird regieren von Jerusalem für 1000 Jahre. Der Feind ist gebaut.
Aber dann ab den Ende von der Zeit wird der Feind losgelassen, haben noch einmal sozusagen die Menschheit durchsehen. Und dann wird der Feind in eine Halle geschmissen. Und der Feind ist abgeräumt. Und dann das nächste, was Johannes beschreibt, das ist das Gerecht. Das große Wettertrauen. Und so wir denken von der und ewig Tus sein. Ewig bei Gott sein. Wenn mal alles wird anders sein, als es von der ist. Und so das letzte Gerecht, er fängt es dit an. Und ich sage, ein großen, wetten Trauen. Und weet je, ich glaube, das Trauen, der ist groß, wenn das Gott, was er boven sagt, das kommt von Gott. Und das wird, wenn das ohne Sinn. Das ganz rein. Kriegt es die witte Kleider, kriegt es das witte Piet, das alle vollkommen. Und so dort den wetten Trauen, und da boven sagt, Himmel und Erd fliegen weg von ihm, und wir nicht mehr zu finden. Nou, dat is een beetje een interessant beeld, wanneer we aan denken dat Himmel en Erde vliegen bloß voort. Maar weet je, dat is een weg van zijn, dat hij wat op dem Thron zit, der hat volle Autorität. Jesus sagt, als hij habt das Erde zu seinen Jüngern, als hij schreibt das Evangelium predigt, dann sagt er mir, es alle Gewalt gegeben in Himmel und auf Erde. Bloß das von der nicht zu sein. In Hebräerbrief redet von, dass alles ist ohne Jesus seine Feit, aber wir sein das noch nicht, wenn das passiert, in Gott seine Zeit. Aber nun ist die Zeit durch. Und so Himmel und Erde sagt, das fliegen weg. Du hast nichts, was für Gott stumm bleibt. Wenn du läufst, du hast something verstärken für Gott, da wird alle Fuß schmelzen, da wird alle Fuß fliegen sozusagen. In Heierlein ist da, was regieren hat. Hat sagt er, ich sagte, du, das kleinen Graut für Gott in den Thron stehen. Und da werden Beker aufgemerkt. Ich will Handy sagen, morgen, das sind 2 Sorten von Beker. So, du hast einen Beker und du hast einen Büg. Das sind 2 verschiedene Dinge. Und so dann wird noch ein Büg aufgemerkt, und dort wird das Lebensbuch. Und dann sagt er, denn die Todes werden nur noch gerecht, was in den Beker, morgen dort, nicht was in das Buch steht, aber was in den Beker steht, so, was in den Beker von ihren Worten geschrieben steht. Oder was da geschrieben stand. Dann weet je, wie weiten dort und wie glauben von der Schrift, dass wir nicht durch Worten geraten. Aber Glauben hat Worten. Und weet je, Glauben ist lebendig. Und das ist ein langer Thema, ich werde nicht wieder nennen. Aber am Ende waren diese kleinen Groten, alle Todes, was vor Gott standen, waren gerecht nur die Beker noch. So, du hast ein Buch und du hast ein Beker. Und dann sagt er wieder, dort mehr gibt die Todes rüt. Die doben wir, und die Tod, und die Hall geben die Todes rüt, die doben wir. Wo du noch an die erst, dass keiner wo du begruft bist, wo du gestorben bist, als du den Körper verbrannt hast oder nicht. Wenn so Menschen glauben, wir wollen uns Körper verbrennen, aber Gott uns nicht fing im Gerecht. Ja, right. So Gott, der fing mit mir aus bloß dort. Aber wenn du keiner wo du gestorben bist, und so als du mehr bist gestorben, oder als du begruft bist, oder als du im Totenrecht bist, wo immer du bist, weißt du, das Wort Hall hier meint nicht der Hall, das wir denken und wollen immer eine Hall brennen. Auf Griechisch ist es ein bisschen anderes Wort, aber das heißt, es steht übersetzt und plötzlich. Aber das redet von der Todesrecker, einmal redet von der Kraft, das fällt das selbe Wort. Aber wo immer du bist, wo immer die Menschen begrufen sind, wo immer wir sind, wir wollen alle abstehen. Na, wir sahen alle in der Entdeckung, dass die Christen standen durchlaufen. So, wir sind nu für 1000 Jahre mit Jesus gewesen, oder länger. Aber allemal, hier stehen alle Todes ab. Und jeder einer wird dann gerecht, was seine Worten gewesen werden. So, ich sagte, noch einmal war, dass die Menschen waren gerecht, nur die Beker noch. Was du dann geschrieben hast. Und ich wundere, wie viele Sekretäre es braucht dort im Himmel, um alles abschieben, was du da hast. So drackest du das. Oder ich. Aber weet je, Gott hält alles in Ding. Wenn wir glauben, dass wir waren ein Wort bei Gott, was er vorbeigelassen, dann sind wir artig. Und der Tod in seinen Reck werden in 4 Säue geschmissen. Na, weet je, der Tod, sagt die Bibel, als uns letzter Feind zu sein. Und hier ist der Tod in seinen Reck. Der Tod in der toten Reck, wo der Tod ist gehalten worden. Weet je, von der sind Menschen noch nicht in Hall. Von der sind Menschen auf einer Stadt, wo die geholt wird. Ich meine, das ist eine Stadt, wo wir nicht wollen sein. Jesus vertalt von das. Von den reichen Mann, armen Lazarus, und die wären auf einer Stadt, wo die auch lieben, aber wir nicht erhalten. Und so, der Tod und der Dreck waren in 4 Seiten geschwitten. Das ist die zweite Tod. Und wenn irgendwem sie nun nicht im Lebensbuch, so hier sind diese Beker, und die Worten waren gerecht, aber dann ist das Buch, und wenn die Nomen du nicht bären wir, stund, wurde im 4 Seiten geschmitten. Na, weet je, vielleicht, wenn wir uns das lesen, das ist uns ammerlich. Und zu denken, dass, okay, wenn die Bibel lehrt uns, wie sind das gerecht in Stiche gehen. Wenn die an Jesus glaubst, besser gerecht in Stiche gehen, Johannes 4, Vers 24 zum Beispiel, und auch andere Versen, was da nach Hand dienen. Aber weet je, man dann denkt, dass es sind 2 Sorten gerecht.
Du hast ein Gerecht, was bestimmt, dass du selig wahrscheinlich. Das ist das Buch. Aber dann ist da noch ein Gerecht, wo Belohnung ist, ein Gerecht, wo deine Worten waren gerecht. Das ist, wo es wichtig ist, wenn wir Christen sind, dass wir dann auch für Christus leben. Weil wie kann sein, als sie gläubig ein Leben für den Teufel? Aber die Bibel merkt immer wieder klar, unsere Erlösung hat 3 Stufen. Wir waren gerechtfertigt, das waren unsere Sinnen waren für wir sind Gott, sein Kind, wir sind 100% angenommen. Aber dann kommt die Heiligung, das ist uns Leben, Gott, der ändert uns um. Und wir legen immer da Jesus. Und dann kommt die Verherrlichung, das ist das Letzte, wenn wir waren eine neue Körper kriegen und wir waren hier. So, ich will Ihnen in 1. Korinther 3 bloß ein paar lesen, und dann will ich Ihnen ein Bild vertellen, von wo ich ungerecht non check. Er sagt es dit, keiner kann einen anderen Grund leihen als der allgeleicht ist, das ist Jesus Christus. Na, in das Anfang muss man denken, dass Paulus redet zu Lehrern. Wenn in der korinthische Kirche durch Sankten sei sich, von wer wäre der wichtigste Lehrer. Einer bleibt an Petrus, einer fällt Paulus, noch einer Apollos, anderer Jesus. Und Paulus sagt, wer sie echt für ihn gestorben? Er war so, Paul Gemino, oder Petrus, oder so. Du wie eine Spulung in der Kirche. Das ist einmal bei uns auch so. Han immer vielleicht uns Favorite Lehrer, oder Prediger, oder was immer alle. Und so. Man wird aufpassen, was wir das tun. Wenn Jesus allein bleibt stehen, wir anderen sind alle nicht. Wir sind bloß deine. So, er sagt hier, dass er hat einen Grund gelegt. Auf diesen Grund kann mit Gold, Silber, die Steine halt, oder Stroh wiedergebaut werden. Na, so ist ich gesagt, das redet von Lehrern, und das nehme ich mich persönlich, dass wo ich lebe, wo ich predige, oder wo ich rede, dort ist entweder Stroh, oder Silber, oder Gold. Aber meine Worte, in deine Worte, ich würde gleich ein bisschen bereiter anzuwarnen von dir, dass uns Leben, das ist ein Tun mit Teilen. Und jeder Teil, was du nennen mir, das ist entweder Gold, oder Silber, oder Stein, oder Halt, oder Stroh. Und so, Paulus sagt, ab den Grund, so wir können ab Jesus bauen, aber wir können uns eine Ding tun. Wir fragen vielleicht, was Stroh, was Halt. Weißt du, was das ist? Dort, was du für deine eine Erde ist. Dort, was du für deine eine Gerechtigkeit ist. Oder wenn du die Graut ist, wo heilig du bist, oder was du alle kostet. Dort sind Strohdinge. Wenn das dreht sich immer um Jesus. Wenn es nicht ist, dann ist es Stroh. Und so, das ist immer Jesus. So, er sagt, das sind die Steine, mit was wir bauen. Aber jedem seine Arbeit wird für einen Tag kommen. So, wie wollen wir euch verstehen können? Der Gerichtstag wird das klar merken. Was bleiben wird, weil es der Tag kommt mit 4. Durch das 4 wird sich wiesen, von wo eine Sorte jedem seine Arbeit wäre. Und so, was immer wir das hier getan haben, so, wenn ihr ihn feststellen, diese Wohnung, du hast deine Wohnung gebaut, durch dein Leben. Und die Wohnung, die wird mit 4 getestet, wo eine Teil bleibt durch. Und wenn das, was auf den Grund gebaut ist, das 4 Probe bestehen wird der Jan ja Lohn kriegen. So jeder Teil, was da bleibt, das ist dein Lohn. Wenn aber irgendwem seine Werk verbrannt wird, dann wird er Schulden leiden. Er selbst wird aber geraten worden, aber mal gut so aus den 4. So, das ist ein bisschen interessante Phase, nicht? Aber hier ist mein Bild, und das ist bloß mein Bild, okay? Fällt nicht von wer drauf, mein Bild. Das ist bloß meine Idee. Aber ich bin meine Wohnt, da ist mein Leben, du das auch. Jeder Werk, was ich tue, jeder Tag, oder was immer meine Gedanken sind, was immer dort sind Teilen. Und wie bin ich wohnt. Und so dann stelle ich mir so vor, dass da was ein großer Ofen. Und da wird Gott meine Wohnt einmal durchschieben. Und so der jetzt hier das Ding nehmen, und das ist vielleicht nur eine Schmacke Wohnt, das ist alles so fein, dann kommt der dort raus und das ist voll von Lacher. Jeder Strohteil, jeder Halteil rausgebrannt. Und so, weißt du, ich denke einmal eben an der nächste Phase, und du sagst, hey, wird die Thron von unseren Augen waschen. Und wir denken immer so, der Himmel, da wollen wir nicht rühren. Weißt du Gott, vielleicht wollen wir doch. Vielleicht, wenn ich meine Wohnung rauskommen, ich sage, wo schrecklich viele Teilen da rausgebrannt sind, wollte ich vielleicht doch noch einmal rühren. Ich weiß nicht, das ist bloß mein Bild. Aber weißt du, die Teil wohnt jetzt durch das 4, das sagt, was mit 4 getestet worden, als das Halt, oder Stroh, oder Gold, oder Stein ist. Und ist die wohnt voll von Lacher. So soll ich dann nu alle Ewigkeit die wohnt für mich haben und immer erinnert worden an all meine Fehler. Ich glaube nicht. Weißt du, was das meint, wenn er unsere Thron wegwaschen, oder was du mit B ist? Du hast es mit B, was die Bibel sehr klar lehrt, dass Jesus nimmt deine Sinn, deine Wohnt, deine Lacher, und er tischt die Arme mit seiner Wohnt.
2. Korinther 4, Vers 21 sagt, dass Gott mögt den, der von keinem Sinn wisst. Den seine wohnt, vorig wir. Er mögt den zu Sinn. Und er geeft die eine Gerechtigkeit durch am, was für Gott jährlich ist. Und so ich merke mir ein Bild, dass wenn meine wohnt durch stark ist, vielleicht wird mir dann einmal ein bisschen traurig merken, dass ich noch einmal rohren und zu sein, wo schrecklich viel Stroh ich angeschafft habe. Aber dann kommt Jesus. Er wäscht meine Thron weg, er stellt seine Wohnt ab, nimmt meine Wohnt und schmiert weg. Und für alle Ewigkeit steht eine 100% feine Wohnt mit Gold gebaut, wenn das Jesus seine Wohnt. Die Bibel lehrt sehr klar, dass du bist gerettet durch Jesus Christus. Na, das sagt auch sehr klar, dass die Worte waren gerecht waren. Aber das hat nicht mit der Lösung zu tun. Das hat mit Belohnung zu tun. Weißt du, was die geradste Belohnung ist, was wir im Himmel erreichen können? Das ist, wenn Jesus Christus uns seine Gerechtigkeit gibt. Das ist die geradste Belohnung. Wir denken einmal so, okay, dort war ein großes Haus, hat eine neue Koffer und du warst eine Messkoffer schieben. Das ist sehr weltlich noch nicht geschickt. Aber weißt du, dort, wo wir alle eine vorgewohnt haben, wenn wir in Christus sind. Na, das ist wichtig, dass wir an Jesus glauben. Das ist wichtig, dass uns nun im Lebensbuch ist. Weißt du, das Lebensbuch ist Jesus selbst. Und so die Frau ist, wo ich bloß gerecht nur der Beker ist mein Namen in Jesus geschrieben. Da merkt der Unterschied. Gerecht war meine Worte danach waren, wenn ich auch in Jesus sehe, aber da wird Vergebung sein. Und so, das ist bloß mein Bild von gerecht. Ich weiß gar nicht, dass es so was sein. Aber die Bibel lehrt uns sehr klar, dass wir haben Jesus Christus seine Gerechtigkeit. Und so da werden wir uns verloren. Weißt du, jeder einer, was im Himmel wird sein, der ist da wegen Gnade. Nicht, wenn wir seine guten Worte haben. Weißt du, da wird kein Gespräch sein zwischen der Dreieinigkeit Gottes, wo sie wollen sich unterhalten, okay, like der wohnt, der hat mal ein paar Teile in die Rüte gebrannt, das soll vielleicht mehr. Sonst erst du nicht. Wenn der eine Teil Rüte brennt, dann ist die all verloren. Wenn ohne Jesus brennt alles Rüte. Aber weißt du Gott, wir können hier für Jesus schaffen, einmal ein sehr selbstsicher Weg, sehr selbstgerechter Weg, und dann zu tun, wie sind Peters andere, wie sind Jessel, ja. Kriegst du die Pharisäer da nehmen, die hatten ja alle taub. Und Jesus hatte große Trouble mit ihnen. Aber wenn wir hier schaffen für Jesus, und wir tun diese Dinge für ihn, und wir haben einfach ihr Leben für ihn geschafft, das sind gute Teile. Aber dort, als das Gold verbrannt ist, aber Jesus wird die Wohnt replacen. Und so das ist mein Glauben. Und da freue ich mich zu. Jeder Christ hat eine Vergangenheit, jeder Sünder hat eine Zukunft. Und so, wenn du hier von dir bist, du bist gläubig, und wir würden mal die Beker nur sein, was von dir alle geschrieben ist, würde uns vielleicht mit wundern, nicht so? Aber weißt du Gott, was immer du geschrieben hast, wenn wir in Christus sind, dann ist uns nun im Lebensbuch geschrieben. Und Gott wird deine Wohnt fixen, am Hängerstein. So, Tus für alle Ewigkeit. Wenn das gerecht ist, weißt du, nicht mit den Diebel gehandelt, mit den falschen Propheten, mit dem Tier, mit Sinn, mit den Todes in der Halle geschmitten, alle Beise von der Welt drauf, und nu sind wir Tus. Das ist, wo wir haben wollen. So, ich sage es und ich sage, nie im Himmel und nie Erde, wird der erste Himmel und die erste Erde verschwunden. Na, wir lassen ja erst, dass die fliehen weg von denen, was am Thron soll. So, die sind verschwunden und du hast auch kein Meer mehr. Wenn je wel naar de beach, dan is het niet. En zo, ik weet niet waar ze door kein Meer is. Maar weet je, ik heb een beetje een idee dat de Himmel, dat wordt als de Garten Eden zijn. Weet je, de Garten Eden, dort wie nicht steht, wo Adam und Eva, wo op de Wald sollten mit kleine Flächen und da hebben zong. Dort wie nicht steht auf dieser Welt mit Bäumen und Tieren und Gras und was immer alle, und sie bearbeitet. Gott hat dort, sie sich bearbeitet. So what about die neue Erde, wenn Gott zu uns als Christen sagt, nie bearbeitet? Weißt du, wir waren mal allein, uns wird mal allein fehlen, das will nicht mehr nicht mehr aus. Wenn wir einen Karten ackern, sind das Dinge nicht, oder Busen oder was immer alle. Ich weiß nicht, das ist ein bisschen eine Idee, aber wo wenn du nicht mehr, das weiß ich nicht, aber das neue Himmel und eine neue Erde, wie das erste Himmel, das ist verschwunden. Dort hier nu ist, dort zwei. Und dann sagt ich, Johannes, der heilige Stadt, das neue Jerusalem. Dort mal für uns selbst, von die Titan, mal in Alten Testament angehen, von dort, wo König David mal das ganz erste Mal Jerusalem annehmen. Dann von dort wieder lest mal oder studiert mal Jerusalem. Wo viel von der Bibelgeschichte um die Stadt redet. Und das hat noch immer.
Ich weiß, Christen denken hier verschieden über, aber Jerusalem ist noch einmal die Hauptstadt zu sein, dieser Welt. Ich habe das euch gesagt, was wir mal in Israel wären, zum Jahr 3. Und als wir in Jerusalem nennt fuhren, dass wir gehen und dann stalten, die dann Leute an in der Basis, als wir in Jerusalem nennt fuhren, dort wäre eine Erfahrung von meiner Lebenszeit. Und ich kann nicht anders verrohren. Ich hatte es fertig, mal in Jerusalem ankommen. Und dann den nächsten Tag, dann fuhren wir da auf der Basis und ich sagte, ich check mein Papier sein, wo ihr das nicht habt. Wir wissen nicht, wo es hinging. Weil mal check ich zum Fenster raus. Und dann sage ich, da steht, wo der Tempel stand. Dat hele, like the Dome of the Rock, namen ze dat van daar, maar dat is een moslimgebied. Bijna weer dat door. En dat voer mij zeer erg. En zodat we een paar ervaringen wat te hadden. Aber Gott seine Geschichte dreht sich um Jerusalem. Das ist sehr interessant. Nicht bloß in himmlisches Jerusalem, aber hier bei ihr. Für 1000 Jahre hat Jesus Daniel gewohnt und regiert in Jerusalem. Aber nu kommt die heilige Stadt dort näher Jerusalem. Nu kommt nochmal dort näher Jerusalem. Weet je, das ist näher Jerusalem. Einmal denke ich so, dass die Dinge auf dieser Welt, das sind bloß Bilder von wo das in Himmel in Wirklichkeit ist. Zum Beispiel der Tempel in Jerusalem, das ist eine andere Geschichte. Aber da ist gebaut, nur den Tempel sind Modeln und so eine Dinge. So Jerusalem. Und die heilige Stadt kommt drauf, von Gott in den Himmel raufkommen, als eine uitgestromde Brüterei für einen Wir denken einmal so, dass wir wollen in den Himmel fahren. Aber die Bibel lehrt das was. Die Bibel lehrt, dass der Himmel kommt drauf. Der heilige Stadt, wie vor mir antoten, wenn wir in der Luft begegnen als Zeug. Aber dann am Ende kommt der neue Jerusalem rauf. Nur die neue Erde. Und Gott wohnt, er sagt, ich hier eine lüde Stimme. Ich habe euch gesagt, so Menschen sind zu lüd hier in dieser Zeug. Mich sagt einmal, wenn ich sie um den Auliche. Aber anyway, der Himmel ist nicht still. Da habe ich gesagt, nicht? Ich meine, er beschriftet so, es ist ein Gewitter, wo schwach, oder es ist ein rüsendes Meer mit Walen. So, der Himmel ist nicht still. Und es war eine lüde Stimme vom Himmel sagen, check einmal, nu ist Gott seine Wohnung manche Menschen. Gott wohnt mit seinen Menschen nu. Die Stadt kommt drauf, Gott kommt drauf. Und so, wir wollen nicht wo bewalten, sagt mit kleinen Flächen und eine kleine Horb in der Hand. Like, das ist ein Bild gemalt, ist nicht das klar? Für jedes Mal. Wir wollen Menschen sein, wie Gott seine neue Erde, was immer wir tun. Und er wird mit uns wohnen. Gott wohnt mit uns. Und sie wollen sein Volk sein. Und Gott selbst wird mit uns sein und er Gott sein. Und so, die merkt es sehr klar, dass Gott kommt drauf, heißt uns Gott, er wohnt mit uns. Und wir wollen für alle Ewigkeit Gott sichtbar sein. Und wir denken immer so, Gott hat nicht zu sein, er ist ein Yes und so eine Dinge. Aber weißt du, Gott hat sich all offenbart als ein Mensch auf das Erde. Und wir wollen am sein, so sei es. Und Gott wird an alle Thronen von den Ehren waschen. Das will ich von reden. Wo soll Thronen von den Ehren waschen? Vielleicht wenn die Wohnt, was in 4 Oven rüberkommt. Dann wird er die Thronen aufwaschen und die Wohnt replacen mit seiner Wohnt. Und deine Sinn, deine Vergangenheit, deine Fehler für dein ganzes Leben, als für alle Ewigkeit zu sie geschafft. Und so Gott wird man uns wohnen. Da wird er kein Tod oder Trauer, Healen oder weiter mehr sein, weil es wird vorher wie als verschwungen. Das sind die Dinge, mit denen wir uns hier beschäftigen, unsere Weide, uns Trüren oder Menschen, die wir verlieren. Verschiedene Dinge sind hier. Aber diese Welt ist voll von Weide. Rest mal in den Weltraum, rest mal mit in andere Länderraum, die wir da bloß unbegreiflich viel Weide in dieser Welt. Das ist alle weg. Dann sehe ich, der auf den Thron so, check, ich merke alles nie. Na, weet je, wann er alles nie merkt, dann bist du damit ungeteilt. Weißt du? Und so deine Wohnt wird auch nie gemerkt. Du wirst nie gemerkt. Na, wir fangen al zo'n Botschaften 3 in der Entdeckung, in der Rapture, dass wir kriegen nie Charpers. Aber er merkt alles nie. Und er sagt zu mir, schrie, willst du wir sind, wahrhaftig und ab zu verloten. Das ist wirklich die Wahrheit. Aber das kostet die verloten. Das ist nicht bloß ein Fairy Tale, kann man sagen. Und dann sagt er sagt zu mir, das ist geworden. Na, weet je, ich bin jetzt noch mal bang, nur dass mal eine Ändernis wird passieren. Vielleicht go je durch was in dein Leben und die haben nicht so gebankt, dass mal eine Ändernis geben. Wann wir mal können die Glock zureden, oder wann wir mal können, mal das mal aufwaschen. Hier passiert es. Weet je, Jesus ist gestorben für alle Sinn, für alle Weide, für alles, was der Fall in diese Welt anbringt. Aber er wird zurückgedreht in Gott seine Zeit. Das ist ein sehr wichtiges Prinzip in der Bibel zu verstehen.
dat van der, wanneer Jezus ook al gestorven is, aber dat is nog niet alle treden dreht. Weet je, we waren nog opgestaan. We waren niet karpersteden. Alle weide, troon, heel, al het dood, alles is weg. Wenn de dood wordt, en vier zijn aan geschmitten, los weer. En dan zegt hij, wer du durstig hast, dem wo ik reklich en umsonst van dat water uit de levensschal te drinken geven. Ik kan niet tijd vinden om dat ganz sterk in dat kapitel, aber lees je dat thuis, wenn hij beschriftet staat nog wieder, die Steine wat er zijn, en hoe groot de staat is, en de grondsteine, die poorten wat er zijn. Maar weet je, het is alle niet geworden, nu is het geworden. God zijn plan is, op deze, laat me weer anders zeggen, God zijn plan is, dat zijn rijk vol van zijn mensen op deze aarde. Nou, wanneer ik zeg deze aarde, dan meen ik niet dat het alle krijgt zo wat sonst zu finden is. Aber wo wir nicht? Hast du mal gedacht, diese Welt? Ich meine, wenn mal alles bei sich hier oft ist, alles, was hier nicht schafft, und er wird bloß mal war am Garten ein sein, wo ich nicht hier. Das ist eine feine Stadt im Sand, also gleich. Die hat hier Schein. Aber was immer das ist, nie Erde und nie Himmel. Aber Gott, er wird alles nie mehr. Und so wir sind bei das Wakjselpunkt. Ich glaube, wir sind in einer engen Zeit. Und wir haben nu in de 6 Botschaften een ganz klein beetje naar de time gecheckt. Weet je, we kunnen een ganzes jaar predigen aan dit. En immer meer dingen leren van dit. Wat we willen, maar zolang als we hier zijn. Maar hier is de vraag. Wat voelst du die, wanneer we reden van dat eng? Wat voelst du die, wanneer we reden van waar Jezus komt in zijn gerecht? Wat voelst du die, wenn du so vor Gott kommst und er wird noch einmal dien tun durch ein Vierschein? Ist die Angst? Oder bist du luten? Weet je, Jesus sagt, lut je nicht, das Hort bei anderen bleibt an Gott und bleibt an mir. Und das wird je in Tod. Ich kann je nicht versprechen, dass die nicht wollen, durch schwere Tiden gehen in dieser Welt. Aber einen kann ich versprechen, dass in Christus sind deine Sünden vergift. Die Bibel ist wieder schon klar dort. Und dann sagt er wieder, mein Vater sein Haus sind viele Wohnungen. Und jetzt wollen wir mit von reden, von der Brigum, der wir hier, 2003. Dann wird der Brigum hier, die kommen nach das Haus von der Brut. Er told den Preis, er mögt einen Bund, er trank Wein. Und dann sagt er zu seinen Jüngern, ich will trainen, mein Vater sein Haus, und ich will nicht mehr Wein trinken, aber ich den war frisch trinken mit Jünd in meinen Rück. Und das war bei jüdischen Haus passiert. Sie tranken Wein, wie das Verlaufnis sozusagen, und dann ab dem Haus tranken sie war Weintaub. Und das wo wir noch lernen. So ich sage, mein Vater sein Haus sind viele Wohnungen, wenn das nicht so wie, was ich Ihnen gesagt habe, ich gehe also hin in die Stadt reinzumerken. Und zu Jesus gehe ich in die Stadt von uns reinmerken. Dann sagt er das, und wenn ich hingehe, die Stadt für ihn reinmerken, wo ich zurückkomme, und ich auch da hinnehmen, dass die da sind, wo ich bin. Wenn es kommt bei der Engzeit, dann sind Christen sich lange nicht einig, und wo alles passieren wird. Und ich stelle mir vor, ich habe so Dinge gesagt, euch, das ist alles Botschaften, dass die vielleicht auch nicht ganz glauben oder verstehen können. Das ist mir nicht. Ein Ding soll ich klar holen. Ist mein Name in Lebensbuch oder nicht? Und wenn wir das dann kriegt, noch was passiert, ist eine Nebensache. Aber als mein Name da ist, dort wird das merkt der Hall und Himmel unterscheiden. Und weißt du, Jesus hat für ihn gestorben. Jesus hat deine Schuld betont. Jesus hat für jeder Strauteil in den Tun gestorben. Jeder ein von dir. Und wenn du in Christus bist, dann wird er den Tun fixen. Als het in een rapture passiert, oder ganz am Ende, oder Wurkrieg passiert, ist nicht so wichtig. Aber du wirst nicht in der Ewigkeit hineingehen mit einem Twanja tun. Weißt du, wo wenig, wenn Jesus ihn tun, das fertig. Wir haben seine Gerechtigkeit. Und so, wenn du hier von dir bist und du kannst nicht Jesus, du hast vielleicht bloß diese Beker, die wortende Männer, die schreckliche Angst, wenn Gott da wird aufdaten, da wird bloß damit wiesen. Oder vielleicht hast du einen Glauben, ich hoffe, dass Gott wird mehr werden als das Schlechte. Du hast nicht so dort. Was in der Beker ist, das geht nur der Hall. Was in das Lebensbuch ist, geht nur der Himmel. Und wir das klar haben. Unsere Worte, die raten uns nicht, wir wollen für Jesus leben, und leben. Das ist sehr wichtig. Aber was die niemals raten. Aber Jesus Christus ist für uns gestorben. Und er sagt, bleibt an mir, bleibt an meinen Vater, und sieht ganz getrost werden. Ich kann Tus, wo ich ihn will anholen. Amen. So waar we uit zijn voor den dag. Meer wat zou je gaan deze boodschappen brengen. Ik heb zelfs mij geleerd als je alle top gaan. En zo dat is goed. Ik krijg dat allemaal dubbel. Ik heb dat 3 maal eigenlijk. Ik moet eerst in de werk mee goed voor heaven laten en dan nog 2 maal zondags morgens. Maar dat is het zo.
Aber mir hat es sehr schön gegangen und so ich wünsche Gott kann Brücken zum uns halten, reut zusammen, wenn Jesus wird zurückkommen. Ziemlich Fuhrer, wir danken dir für diese Zeit, wir danken dir, dass du kommst rein. Und hat du versprochen, dass du wirst alles nie mehr. Du wirst uns nie mehr, du wirst diese Welt nie mehr, du wirst nie Himmel, nie Erde mehr. Und wir können nicht lernen, was wir durchsehen haben. Dankeschön für deine Gnade. Und wenn immer wieder sind, Herr, weiß wir, dass deine Gnade und wir danken dir dafür. Amen. Ik wil vragen dat je opstaan. Dit is een bijzondere tijd nu voor je. Ik wil vragen dat je niet uitgaan, wanneer het niet nodig is, blijf je een klein beetje bij. Hier is mijn point. Ik wil best je aanladen dat je kan komen, dat we kunnen voor je beten. Hij redt ervan dat, go we nogmaals in een tijd terug, waar we ons bang. Ik moet je zeggen, ik wil deze werk op een stad waar ik me zou bang. En ik ging naar een vriend en zei, hey, kost u voor mij beten? Ik bang me. En mij fehlt het met hem top te zijn. En zo hij beet voor mij. En so wat we wel doen voor jullie is een beetje tijd nemen, want er somebody else wat would like dat we voor jullie beten. Vielleicht hast du ganz wat anderes van wat we hier van der reden. Vielleicht hast du Cancer in jullie heim. Vielleicht hast du wer krank. Vielleicht hast du eine Sehn weggegangen von Tus. Vielleicht eine Tochter weggegangen von Tus. Vielleicht hast du Trouble in einer Relationship, in einer Ehe oder was immer das ist. Aber wir bist Frauen, dass ihr nicht rausgehen. Wir sind jullie Freund. Wir bist gleich noch mit jullie top zu tun. Ich weiß, das ist nicht geplant, aber Ferien sind, dann wir Pastor John ein bisschen krank. Und so wüsste ich noch einmal nachkommen und ein klein bisschen sagen, was da passiert. Ich glaube, es mit sagen, wir glauben an Gebet, wir glauben an, dass der Heilige Geist leidet. Und so Ferien sind auch hat Pastor John ein besondere Ding, was er lebt. Ferien sind als Morris, dann hat ich gerade ein Video an der Rechte sieht. Aber ich komme da wenig nach der Kirche, wenn hier ein Gast reden, und Jacob bin ich hier, das wüsste ich, und so ich will bloß sein, dass ich hier wo nach euch allein stehen. Ich dachte so nicht, aber ich kam her, dass ich bloß betterlich war. Aber dann hier, ich muss sehr kalten, und das fängt bloß immer an zu lernen, ich fuhr in ein Haus. Und wir fanden nach wem wir ans Haus kamen sein, was da wir nu. Und die sagt, heute leider wieder blind werden sollen sein, weil wir in ein Hospital kamen, fertig wird platzen. Wenn man nicht platzen hat, wird der Körper vergiften und verschiedene Dinge. Aber Lorna hat in der Zwischenzeit all some Menschen gefragt noch beten. Und wir merken heute noch Thema geworden, wenn something wenig das sei, als wenn something in Frauen ans das Werk sein, sie erst soll in Hospital bieten oder was der. Ich will kein in Hospital. Wir werden noch nicht von Tus warten, gehen weiter 100% fort und es sind niemals weitergekommen. Und so wir wollen das Gott ihr geben, Gott danken dafür, dass er da ein besonderes denkt hat. Und sie haben mich nicht dürfen abschneiden, wenn es noch nicht. Da bin ich dankbar für. So danke für beten, wir haben ein Gebet von Ihnen. Ja, das ist awesome. Sonst wäre es interessant, in een werk dan reden we elders een beetje top en wie vroeger zo wanneer je de video wagen wat weer de klokken tiet en met je de dingen top stel, because we hebben een ganze team hier in de kerk wat voor aanbeden, we hebben een team wat tussen de service voor aanbeden en dat we kijken to die tiet is een ganze groep top time en bed voor aan en weer de video wagen. En zo we geloven aan je bed en dat is waarom ik wil best jullie aanladen. Want jullie je bed fehlt, van der ziet niet blij, because je bed schaf en de Heilige Geest is schaf. En zo ziet Fried hem dat doen. Ik spreek in zijn op jullie en beschützung over jullie, dat je waar een goede werk hebt, dat je waar zeker blijven en bloos dat je waar ervaring hebt met de dingen wat je schaffen. En zo dan zijn we ons hier nächste werk waren, nächste zin waren. Gott is zijn alle met jullie.